Grüezi miteinander und viele Grüße aus dem Brühler Whiskyhüsle. Wer hat's erfunden? Die Schweizer? Nee, Bullshit, die Iren waren's. Die Schotten haben's perfektioniert. Mittlerweile können's die Japaner, die Inder und, man mag's kaum glauben, sogar die Schweizer können's. Ich habe euch heute mitgebracht einen Whisky aus der Schweiz, einen 6-jährigen Whisky. Es ist der Whisky Edition Alpstein von der Brauerei Locher. Die Brauerei Locher ist eigentlich für Bier bekannt und genau dahinter steckt auch die Idee. Die Locher Brennerei macht jetzt seit gut 6-7 Jahren auch Schweizer Whisky und lässt diesen Whisky erst in kleinen Bierfässern reifen und veredelt ihn dann teilweise noch durch besondere Fässer. In dem Fall ist es so, die Edition Alpstein, hier haben wir ein Sherry-Fass-Finish, 48 Volumenprozent, ohne Farbstoff, ohne Kältefiltration, limitiert auf 1400 Flaschen. Es ist eine 0,5 Liter Flasche und diese 0,5 Liter Flasche liegt preislich so roundabout bei 58, 59 Euro. Ich würde auch sagen, hier wieder für einen jungen Whisky recht ambitioniert, aber schauen wir mal, was er kann. Jetzt kann ich euch schon verraten, ich habe ihn vorher schon mal im Glas gehabt und so weiß ich, dass er, wenn man ihn frisch einschenkt, doch relativ zurückhaltend und dezent ist und er ein bisschen Wärme und ein bisschen Sauerstoff braucht. Deshalb wie immer im Vorfeld schon mal eingeschenkt. Und um die Aromen jetzt ein bisschen schneller rauszukitzeln, halte ich das Glas ein klein bisschen warm. Drehe es auch gerne mal ein bisschen, damit mir ein bisschen mehr Oberfläche entsteht. Und die erste Nase hat ein bisschen kräutrige Noten, Sherry, Eichenholz. Die 48 Volumenprozent sind relativ wuchtig da, also ich merke ordentlich den Alkohol. Ich habe Würzigkeit, so ein klein bisschen diese Frühstücksringdies, wie heißen die nochmal? Fruit Loops, eine leichte Apfelsüße, ja ordentlich Sherry, ganz dunkel, ein bisschen Schokoladentöne, Honig, ein bisschen Blumigkeit. Alles in allem ist es von der Nase eher ein schwerer Whisky, so ein dezenter Whisky, so ein bisschen wie so ein schwerer Umhang. Und ich hätte ihm jetzt keine 6 Jahre angemerkt von der Nase. Ich hätte eher gedacht, dass das ein bisschen älter, ein bisschen gediegener schon ist. Ja, und vom Geschmack. Haben wir auch hier die Eichenholznoten, eine gewisse Würze, Sherry, ja deutlich würziger als in der Nase, so richtig ein bisschen Teearomen, Kräuter, ein bisschen Kardamom, Nelke. Auch hier wieder dieses Blumige, ein bisschen trockener und jetzt so beim Nachschmecken habe ich ihn richtig ein bisschen wie Kirschenbonbons, so ein bisschen fruchtig, die Teenoten spielen die ganze Zeit schön drumherum. Das Ganze ist abgerundet durch Eichenholz, durch wieder so ein ganz klein bisschen bittere Schokolade. Also ein richtig schöner, komplexer Whisky, der sich richtig am Gaumen festgekrallt hat. Also der ist ganz intensiv am Gaumen da. Und was man dann sagen muss, ist, dass das Finish im Gegenzug ein klein bisschen enttäuschend ist. Also wir haben maximal mittellanges Finish, was eine ganz leichte Wärme transportiert. Jetzt, wo ich nachschmecke, ich merke, wie die Wärme langsam auf der Speiseröhre schon verschwindet, aber am Gaumen ist er immer noch intensiv. Man merkt richtig, wie er hinten am Hakeln und sich am Festhalten ist. Also für einen 6-jährigen Whisky finde ich ihn wirklich schick, wirklich spannend. Man kann sehr geteilter Meinung sein, ob der Preis in Ordnung ist. Wie gesagt, eine 0,5er Flasche für fast 60 Euro finde ich ein bisschen intensiv. Aber das, was nach 6 Jahren hier als Whisky auf den Markt gekommen ist, muss ich sagen, das ist richtig spannend, das ist interessant und auf jeden Fall ein Schluck wert. Und wie immer bei unseren Videos, auch den haben wir natürlich offen. Also kommt gerne vorbei, schaut rein und überzeugt euch selber. Euer Marco von den Whisky Shots.